Hoffnung. Hoffnung ist ein Wort, das man sehr schnell und sehr häufig verwendet. Hoffnung kommt aus dem alten Gebrauch von dem Wort hoppen, hüpfen. Irgendwie noch lustig. Hoppen und hüpfen. Bei mir hat sich da gerade eine Situation in Erinnerung gerufen, und zwar dann, wenn ich mittlerweile neu amigs heimkomme und die Tür aufmache und meiner Tochter ihren Namen sagen, dann fängt sie an hoppen und hüpfen, weil sie sich freut, weil eine Erwartungshaltung ist, wenn ich um die Ecke herumkomme und sie merkt, dass ich heimgekommen bin. Eine Vorfreude, ein Hoffen auf etwas, wo sich positiv soll in der Zukunft in Erfüllung geraten. Etwas wünschenswert, wo soll eintreten, etwas, wo vielleicht bei dir ein spezielles Ereignis ist. Vielleicht ist es aber auch einfach anhaltende Gesundheit, finanzielle Absicherung, was auch immer, auf was das du hoffst. Das ist ganz vielschichtig, sehr unterschiedlich, auf was wir alles hoffen wollen. Und Wikipedia sagt, dass wir häufig eben an Umstände hoffen, dass unsere Umstände um uns herum besser werden. Optimistisch hoffen, dass da irgendetwas um uns herum besser wird, dass ein Ereignis eintritt in unser Leben, damit unsere Situation besser wird. Auf was hoffst du? Hoffst du vielleicht auf einen besseren Chef? Das hoffe ich natürlich nicht. Gut, ich komme jetzt den Dani Weber als Chef über. Da kann ich hoffen, dass er noch besser ist wie der Timon. Hoffst du vielleicht, dass bei dir beim Arbeiten irgendwie die Situation sich verbessert? Oder dass deine Verletzung vielleicht möglichst schnell heilt? Hoffst du, dass du nicht mehr so viel Stress in deinem Leben hast? Auf was hoffst du in deinem Leben? Ich habe in einem Magazin nachgelesen, dass es sogar eine negative Hoffnung geben kann. Eine irrationale Hoffnung, die nicht akzeptiert, dass die Umstände, die im Moment eben nicht so gut sind, da sind und wir das nicht mit einschliessen, dass das auch gefährlich sein kann. Sie verleitet uns, so eine schlechte, irrationale Hoffnung, verleitet uns, gefährliche Wege zu gehen, wo alternative Möglichkeiten ausschließt. Hoffnung, die also auch schaden kann, hat mich ehrlich gesagt gerade mal ein bisschen ins Denken gebracht. Wer braucht von uns überhaupt Hoffnung? Du, der links oder rechts neben dir sitzt, brauchst du überhaupt noch Hoffnung? Oder ist dein Leben so abgesichert, dass eigentlich alles gut ist und du das gar nicht unbedingt so brauchst, weil dein Leben fängt und funktioniert relativ gut? Neueste Studien haben ergeben, dass jede 4. Person in der Schweiz in ihrem Leben irgendwann mal psychische Gesundheitsprobleme hat. In der Schweiz. Nicht irgendwo, sondern da in der Schweiz. Das bedeutet nichts anderes, dass wir da in der Schweiz, glaube ich, sehr viel Hoffnung brauchen. Für uns Menschen. In unserem Umfeld. Das bedeutet nichts anderes, dass jemand in deinem Umfeld gerade in so einer Situation vielleicht ist. Und Hoffnung ganz fest braucht in deinem Umfeld. Fehlt uns die Hoffnung manchmal als Schweizer? Und was bedeutet denn die Hoffnung ganz konkret? Eigentlich müssten wir ja als Christen so die grossen Hoffnungsträger sein. Immerhin ist Hoffnung eine von diesen 3 Grundtugenden, wie sie der Paulus immer und immer wieder beschreibt in seinen Briefen. Also etwas, das eigentlich als Grundlage vom christlichen Glauben gelten könnte. Und trotzdem haben wir so viel Hoffnungslosigkeit in unserer Schweiz und in unserem Leben, von unseren Nächsten und von uns selber vielleicht. Darum glaube ich, müssen wir uns die Frage stellen, ja, ist denn Hoffnung in jeder Lebenslage wirklich angegeben? Ist das wirklich so? Oder ist das Wort Hoffnung vielleicht mehr zu einer Floskel geworden in deinem Leben und in meinem Leben?
wo eigentlich nicht mehr wirklich standhalten kann und vielleicht manchmal zu wenig gefüllt ist mit etwas, wo wirklich grundsolid in unserem Leben kann sein. Christliche Hoffnung ist auf die Ewigkeit bezogen. Das ist etwas, wo wir immer und immer wieder hören. Auf die Ewigkeit, die Zukunft. Aber ist da noch mehr als nur die Ewigkeitshoffnung, dass irgendwann im Himmel alles gut wird sein, dass keine Tränen, kein Schmerz mehr wird sein? Ist die Hoffnung so stark nur auf die Zukunft gerichtet? Weil auch das habe ich ehrlich gesagt diese Woche in den Medien lesen. Im SRF gerade einen neuen Bericht. Ganz viele Menschen können ehrlich gesagt mit dieser Zukunftshoffnung vom nächsten Leben nicht mega viel anfangen. Sie brauchen etwas im Hier und Jetzt. Etwas, das ihnen Halt und Sicherheit jetzt geben kann. Wir wollen dem auf den Grund gehen heute. Und der Psalmist schreibt mitten aus einer Verzweiflung raus: Ein Lied für Festbesucher, die nach Jerusalem hinaufziehen. Herr, aus tiefster Verzweiflung schreibe ich zu dir. Bitte hör mich an, Herr. Lass mein Flehen doch zu dir dringen. Wenn du, Herr, jedes Vergehen gnadenlos anrechnest, wer kann dann vor dir bestehen? Doch bei dir finden wir Vergebung. Ja, du vergibst, damit wir dir in Ehrfurcht begegnen. Ich setze meine Hoffnung auf den Herrn. Ich warte auf sein erlösendes Wort. Ja, ich warte voller Sehnsucht auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Volk Israel, setze deine Hoffnung auf den Herrn, denn er allein ist gnädig. Er erlöst ganz und gar. Er wird Israel von aller Schuld befreien. In diesem Text kommt zum Thema Hoffnung kommen 2 hebräische Wörter drinnen vor. Und die wollen wir miteinander ein bisschen anschauen, weil es auch verschiedene Nuancen von dieser Hoffnung zum Tragen bringen. Das eine Wort, das ist Kavah. Das kommt in diesem Satz eben auch drinnen vor. Ich warte auf den Herrn. Also da kommt das Wort Kavah drinnen vor. Ich harre, warte auf den Herrn. Meine Seele wartet und auf sein Wort harre. Oder da kommt das nächste Wort eigentlich drinnen vor. Yachal, hoffen, erwarte ich. Also wenn die Bibel über Hoffen redet, dann ist auch immer eigentlich das Wort warten und harren mit drinnen gemeint. Warten, das eine Wort, eben Kavah, oder ich weiß ehrlich gesagt auch nicht ganz genau, wie man das aussprechen soll, aber Kavah bezieht sich, dass Gott wirkt, dass Gott in nächster Zukunft anfängt zu wirken in meinem Leben. Also dort geht es darum, dass unsere Umstände, dass irgendetwas in unserem Leben sich verändert. Wir warten darauf, dass Gott konkret anfängt zu wirken. Ich glaube, das ist eine Hoffnung, die ganz viele in unserem Leben haben. Und gleichzeitig geht es aber auch noch weiter in dem Wort von der Hoffnung, wo das hebräische Denken beinhaltet. Und das hat mich ehrlich gesagt ein kleines Nachdenken zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, von dem psychologischen Bericht, den ich gelesen habe. Und zwar nehme ich da etwas vor. Vielleicht erinnert es dich jetzt eher daran, dass du endlich deine Physio-Übungen wieder mal machen solltest. Keine Angst, das ist nicht der Auftrag für heute. Das Wort, das uns beschrieben wird, das ist ein Wort, das bedeutet eigentlich, wo von dem Wort von einer Schnur, ist jetzt keine Schnur zugegeben, aber eine Schnur, die unter Spannung geratet. Und man hofft, dass sie sich wieder anfängt zu lösen. Für mich ist das ein wichtiger Gedanke in dieser Predigtvorbereitung. Hoffen ist nicht immer nur auf das ausgelegt, dass sich die Umstände sofort möglichst schnell verändern, sondern es beinhaltet, in dieser Spannung drinnen zu warten, zu harren auf Gott. Es beinhaltet immer noch Gott. Es beinhaltet immer noch, dass Gott da ist. Aber es ist darauf zu führen und wie wir da eigentlich drinnen sehen, ich warte auf den Herrn. Gott ist immer noch da.
Gott wirkt in dieser Situation, aber ich lebe mit in dieser Spannung drin, dass sich die Situation nicht sofort löst, sondern dass in meiner Lebenssituation, wo ich drin bin, die Spannung vielleicht ganz lang wird müssen behalten. Vielleicht auch ein Lebenslang muss behalten, dass sich die Hoffnung wirklich erst in der Ewigkeit wird befreiend erlösen. Und dass ich aber mitten in dieser Situation in Gott habe. Was ändert das? Für mich ist es ein ganz wichtiger Punkt, und zwar ist das Hoffen, damit meine Umstände einfach besser werden, immer auch mit sehr viel Enttäuschung verbunden. Mit Enttäuschung, dass Gott nicht wirkt. Dass Gott nicht in dem Moment wirkt, wo ich es mir erhoffe. Dass Gott nicht so wirkt, wie ich es mir erhoffe. Und ich merke ganz ehrlich, dass ich ganz viele Menschen in meinem Umfeld im Glauben verloren habe. Weil ich glaube, dass sie auf diese Hoffnung gesetzt haben, dass der Gott ihre Umstände immer möglichst schnell verändert. Und das macht mich traurig, weil Gott mehr zu bieten hat. Weil Gott mehr zu bieten hat, wie einfach unsere Umstände immer zu verbessern. Weil Gott mehr zu bieten hat, wie dass wir einfach beten müssen, nicht gegen Gebet, nicht gegen einfache Gebete, die auch wirken können. Aber es kann sein, dass das Gebet nicht wirkt in einem Moment. Und dann hat der Glaube immer noch etwas zu bieten. Und das Wort Kavah, das da drin steckt, eben mit dieser Spannung, glaube ich, ist etwas, das uns dort weiterhelfen kann. Dass wir die Spannung aushalten können. Die Frage ist, wo dass wir die Spannung aushalten können und wie. Wie können wir die Sicherheit und den Halt, dass es uns nicht verjagt, oder? Wie können wir das aushalten, wirklich in unserem Leben erfahren? Ich weiss, für viele Menschen, die vielleicht jetzt gerade in dieser Situation Leid und Herausforderungen erleben, denken sich ja, das ist jetzt ehrlich gesagt eine ganz schwache Aussage. Dann lässt mich Gott, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, zappeln in meinem Leid, in meiner Herausforderung. Ich glaube nicht, dass das Gottes Ziel ist in deinem Leben, dass er dich einfach in deinem Leid und in deiner Herausforderung zappeln lässt. Aber ich glaube, es gibt da wie eine zusätzliche Note und da wenn wir weitergehen in diesem Text, auch im zweiten Text, im Psalm 39, 5-8. Und zwar tauchen wir zuerst in jemanden, dem Psalmist, wo es wahrscheinlich sehr gut gegangen ist. Tue mir kund, Herr, mein Ende und welches das Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Siehe, handbreit hast du meine Tage gemacht und meine Lebenszeit ist wie nichts vor dir. Nur ein Hauch ist jeder Mensch, wie fest er auch steht. Nur als ein Schattenbild wandelt der Mann einher. Nur um Nichtigkeit lärmen sie. Er häuft auf und weiß nicht, wer es einsammeln wird. Und nun, auf was harre ich, Herr? Meine Hoffnung, sie gilt dir. Der Psalmist greift eigentlich im ganzen Psalm, wenn er den ganzen Psalm durchliest, ganz viele verschiedene Sachen auf. Und er stellt eigentlich fest, wie begrenzt sein Leben ist. Er stellt fest, sogar, dass seine Kommunikation nur fehlerhaft ist. Dass er Menschen verletzt mit seiner Zunge. Auch wenn er sich noch so Mühe gibt in seinem Leben, dass er immer wieder andere Menschen verletzt. Er stellt fest, dass er einen seelischen Schmerz manchmal empfindet, wo er, wenn er sich anfängt, Gedanken machen, immer noch tiefer drin hineingeratet und irgendwie nicht wirklich weiterkommt. Er stellt fest, dass er, obwohl er eigentlich sehr viel Reichtum anhäufen könnte, das ihn nicht wirklich glücklich macht und keine Sicherheit und Halt in seinem Leben gibt. Und er stellt sogar fest, dass, obwohl er eigentlich sehr arbeitseifrig ist, obwohl er in seinem Leben sehr viel schafft und tut, dass das am Schluss auch nicht wirklich weiterführt.
Und dann kommt er zu der Conclusion und sagt, auf was kann ich jetzt wirklich zählen? Auf was harre ich? Auf was hoffe ich? Und dann sagt er, ich hoffe auf dich. Ich hoffe auf dich, Gott. Da drinnen kommt eben wieder das Wort von dieser Spannung, das Gladner Hoffnung zum Tragen. Die Spannung hat immer den Halt in Gott, die Sicherheit in Gott. Du bist in dem Moment von der spannungsgeladenen Warten, Harren, bist du dir nicht alleine ausgesetzt, damit du da musst auf dem Bänkli hocken und warten, bis die Situation endlich irgendwie durchgeht, sondern Gott verspricht dir, in dieser Situation drinnen bei dir zu sein. Christliche Hoffnung ist nicht nur, ist mir wichtig zu sagen, nicht nur auf die Ewigkeit bezogen, sondern sie ist immer auch aufs Jetzt bezogen. Dass da ein Gott ist, wenn du wartest und hoffst, wo dir begegnen will. Wenn du den Blick auf ihn richtest. Wenn du anfängst, dich auszurichten auf ihn. Und es ist eine Einladung, mitten in dieser Spannung drinnen, vom Nichtwissen, ob sich die Spannung löst, zu wissen, dass da ein Gott ist, der auf dich wartet. Die Intimität, die Nähe mit dir anfängt zu suchen. Die Nähe in dieser Beziehung zu dir sucht. Als Kirche sind wir herausgefordert, genau das zu leben. Dass wir zusammen warten, zusammen ausharren in diesen Situationen, zusammen auch beten, auch einstehen füreinander und auch Mut und Hoffnung zusprechen, aber gleichzeitig zu harren und zu warten, um miteinander vor Gott da zu sein. Das ist genau so eine Hoffnung, die uns tragen kann in unseren herausfordernden Zeiten. Der Paulus greift das an einer anderen Stelle ganz ähnlich auf im Neuen Testament. Und er sagt, ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Und auch da kommt eigentlich das Doppelspiel zum Tragen. Einerseits die Hoffnung auf die Herrlichkeit in Ewigkeit. Dort, wo alles wird gut sein. Und das ist das Versprechen, das uns Gott gibt. Wo wir uns daran festhalten können. Und gleichzeitig, wenn wir in anderen Übersetzungen anschauen, dann heisst es Anteil an seiner Herrlichkeit. Weil wir jetzt schon Anteil an seiner Herrlichkeit haben. Und das ist Christus in dir. Christus, der mitten in dir innen wohnt. Hoffnung, christliche Hoffnung, ist immer darauf ausgerichtet, dass Christus in dir mitten drin wohnt. Jesus, der in dir innen wohnt. Jesus, der in dir innen lebt. Jesus, der dir Sicherheit und Halt in den schwierigsten Momenten vom Leben wird geben. Wo nicht die Umstände jedes Mal werden verändern, aber wo du den Boden von einer Ehrlichkeit, von einer Nähe kannst finden. Wo du weißt, dass Gottes Gegenwart mitten in dir lebt. Wo du weißt, dass er näher ist. Wo du weißt, dass er dein Leiden versteht. Wo du weißt, dass er dich kennt. Wo du weißt, dass er mit dir ist, mitten in den schwierigsten Momenten von deinem Leben. Ich merke in meinem Leben ganz ehrlich, dass es viele Situationen gibt, wo die Hoffnung auf andere Umstände nicht wirkt. Ich würde es mir so sehnlichst danach wünschen, dass es Wunder passiert. Dass die Umstände möglichst schnell sich ändern würden. Und ich glaube das nach wie vor. Aber gleichzeitig wollte ich den grundtiefen Glauben entwickeln, dass ich mitten in diesem Warten immer wieder zu dem Christus in mir finde,
wo mir die Sicherheit und die Hoffnung schenkt. Das Wissen, dass ich immer zu ihm gehen kann, mitten in diesen Herausforderungen und er mich durchträgt. Egal, ob sich etwas ändert oder nicht. Der Paulus schreibt, Christus in euch. Man könnte es auch übersetzungsmäßig mit Christus unter euch übersetzen. Und das bedeutet nichts anderes, dass die Hoffnung in der Gemeinschaft der Menschen, der Gläubigen unter uns lebt. Wenn Christus in jedem Einzelnen von uns lebt, dann ist die Hoffnung mitten in unsere Gemeinschaft hineingegeben. Dann ist es ein Auftrag, dass wir als Gemeinschaft der Gläubigen so eine Hoffnung kultivieren. Dass wir den Auftrag haben, in unserer Mitte hoffnungsvoll zu leben. Auszuharren miteinander zu warten, miteinander zu hoffen, Christus zu suchen in diesen Situationen. Und das heisst häufig, anzuhören, zuzuhören, da zu sein, miteinander auszuharren. Das zu kultivieren, das ist der Auftrag, den uns Gott gibt, für uns als Gemeinschaft. Dort können wir Hoffnungsträger werden, wo wir nicht schnell zu Antworten greifen, sondern wo wir anhören und parat sind zum Mitleiden. Wenn du mitten in guten Situationen stehst und merkst, dass dein Leben eigentlich recht gut läuft, dann hast du einen Auftrag, links und rechts zu schauen, in deinem Umfeld zu schauen, wo braucht es Menschen von der Hoffnung, wo braucht es Hoffnungsträger, wo braucht es Menschen, die mit ausharren können, weil ein anderer nicht mehr mag. Ob in deinem Arbeitsumfeld, ob da in der Church, wo auch immer. Wir sind berufen, um diese Hoffnung miteinander auszuhalten. Hoffnung hat immer beide Aspekte. Einerseits das Hoffen, dass Gott jetzt wirkt und gleichzeitig lebt sie davon, dass wir mitten in dieser Spannung leben. Und in dieser Spannung aber wissen, dass Jesus da ist. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du da bist. Dürfen wir darauf vertrauen, dass dein Wirken nicht davon abhängig ist, ob sich unsere Umstände verändern, sondern dass du immer noch da bist, auch wenn unsere Umstände sich nicht ändern. Und Vater, ich sehe mich, dass wir als Gemeinschaft die Nähe und die Intimität wiederfinden, wo wir Hoffnung mitten in diesen Schwierigkeiten finden, wo wir dich dürfen finden mitten in diesen Schwierigkeiten, wo es nicht einfach eine schnelle Antwort ist, wo es nicht einfach ein Floskeln ist, komm, wir hoffen darauf, dass alles besser wird, sondern komm, wir harren mit dir zusammen, Jesus, aus. Weil du unser Heiland bist. Weil du mitten in dieser Situation uns kennst, uns siehst. Und ich will dich über dir das heute aussprechen, wenn du mitten in einer hoffnungslosen Situation bist. Dass Gott sagt, ich sehe dich. Auch wenn der Umstand sich nicht ändert. Ich sehe dich, ich nehme dich wahr. Ich höre dir zu. Ich bin bei dir. Das ist mein Versprechen, das ich dir gebe. Und Vater, ich bitte dich, dass wir dort drinnen dürfen Heilung in unserem Herz erleben. Heilung auch dort, wo wir vielleicht manchmal einfach nur noch gehofft haben, dass die Umstände sich ändern und auf nichts mehr anders eingegangen sind. Und da dabei dich verpasst haben. Dass du schon lange da gewesen wärst und uns mit weit offenen Armen empfangen hast.
Und Vater, ich bitte dich, dass du uns nochmal ausrüsten tust, Hoffnungsträger zu werden in dieser Welt, wo so viel Hoffnungslosigkeit herrscht. Damit du uns lernst, empathisch zu sein, mitzuleiden, mit zuzuhören, mit auszuharren. Dass du uns die Kraft schenkst, können dieser Gesellschaft so zu dienen.